Merci, Herr Präsident. Ich will dem Präsident Rapporteur von der Subkommission von Europäischen Affären eine große Merci sagen. Erstens für die Initiative und zweitens für den Rapport. Ich meine das ganz erfrischend und flott von denen am Kader von so einer wichtigen Debatte auch ein Rapport hat, auf den sich kann bei dieser Debatte basieren. Das gesagt gehen, wir leben in einer Zeit, wo der Frieden nicht mehr selbstverständlich ist. Der Krieg als Trick auf diesem Kontinent Bedrohung durch Russland als nicht mehr theoretisch, mal konkret. Das Sicherheitssystem, den in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg über Jahrzehnte den Frieden gesichert hat, als auf Frage gestellt. Damit muss man als eigene Defenseindustrie in Europa sehr klar definieren. Die Verteidigung von unseren Ländern auf unserem Kontinent steht auf zwei Standbeinen. Also nach Mähen auf der einen Seite und natürlich auch als industrielle Kapazität Material zu produzieren, den wir für die Verteidigung brauchen. Das dient, klappt nicht und das ändert, und noch nicht umgedreht. In Europa gab es in den letzten Jahrzehnten sowohl bei den europäischen Armeen wie auch bei der europäischen Industrie aufgebaut. Also dass wir heute für einen großen Defizit stehen, auf ihre größeren Herausforderungen. Aber wenn ich sich wirklich verteidigen will, da brauche ich noch eine Industrie. Die Europäische Union hat das Herausforderung erkannt. Ich meine, das ist ein positiver Punkt, den ich aber muss hervorstreichen und auch reagiert mit einem historischen Programm für die Industrie- und Sicherheitspolitik aufzubauen. Mein Programm We Arm Europe gibt bis zu 800 Milliarden Euro mobilisiert, davon 150 Milliarden über gemeinsam europäische Schulden. Ziel ist es, für eine neue europäische Verteidigungskultur aufzubauen, die nicht nur Schutz und Resilienz bietet, sondern auch soll zu wirtschaftlicher Dynamik und Innovationsfähigkeit führen. Für dich geht die Sicherheitspolitik nicht nur als militärisch froh verstanden, sondern auch als integraler Teil von einer Wirtschaftsstrategie. Eine sichere Union braucht eine Industrie, eine resiliente Union braucht Innovationen, die bei uns entstehen und die bei uns bleiben. An diesem neuen Kapitel wird auch Lützeburg seine Rolle spielen. An der Rede der letzten Nation hat der Premier gestern klar gesagt, Investitionen an Sicherheit sind nicht ein Choix für den Krieg, mehr Bekenntnis für den Frieden. Lützeburg erhöht seine Verteidigungsausgaben auf 1,2 Milliarden bis Ende 2025. Mit Investitionen allein machen noch keine Strategie. Was wir brauchen, und zwar sehr, als Vitesse, Visibilität und Vision. Die Fenster von der Menschheit also ab. Europa verdeelt losing Prioritäten und auch Zuen. Froh aus wollen wir hier eine aktive Rolle spielen und die Chance auch ergreifen, für als Industrie halt zu Lützeburg zu stärken, abzubauen oder wollen wir just netto zu sein. Die Europäische Union hat wie gesagt mit dem We Arm Europe sich nicht nur ein Ziel geben, die Industrie abzubauen, sondern sich auch erneut selbstverständlich zu gehen. Und das ist klar, Verteidigung ist mehr wie just Kompetenz von den nationalen Armeen. Das ist eine gemeinsame europäische Aufgabe und damit eine wirtschaftliche und strategische Verantwortung. Das Programm We Arm Europe ist bemerkenswert als ein Volumen, aber auch die Fähigkeit, dass die Europäische Union sich überhaupt mit denen Fragen so tiefgehend beschäftigt. Instrumente wie den Europäischen Verteidigungsfonds oder den Europäischen Programm für die Defenseindustrie sollen verhindern, dass Verteidigungsressourcen in Europa fragmentiert bleiben. Am Platz sollen Synergien, grenzüberschreitende Kooperation und Kompetenzzentren entstehen. Das ist wichtig, das ist zeitgemäß. Trotzdem bleibt die Realität komplex. Die Industrie und Verwaltung an den Memberstaaten haben verschiedene Traditionen, Ansätze und Prioritäten. Die Fragmentierung vom Marché führt aber zu einer Effizienzverlusten. Eine große Herausforderung ist in dem Sinn das Verhältnis zwischen den nationalen strategischen Interessen und der gemeinsamen europäischen Planung. Große Länder wie Frankreich und Deutschland haben eine Großrüstungsindustrie mit eigenen Exportstrategien und Alliierten. Die kleinen Memberstaaten haben dax weder die Struktur noch die Verhandlungsmacht für den Sto herumzufinden. Dafür muss die Kommission eine Doppelrolle überholen. Sie muss einerseits Kooperation aktiv moderieren und andererseits Partizipation von kleinen Akteuren sicherstellen. Instrumente wie den Europäischen Defensefonds sollen so gezielt angepasst gehen, dass auch
Nischen, spezialisiert Kompetenten an Lützeburg Aktoren nicht durch den Raster fallen. Die Europäische Verteidigungsagentur kann hier eine Schlüsselrolle spielen, als Projekt zwischen den Memberstaaten für Bedürfnisse, technologische Prioritäten und Möglichkeiten zu integrieren. Die europäische Verteidigungsstrategie ist also viel mehr wie eine Finanz- und Industriepolitik. Strategische Wurzel von nationaler Protektion auf eine gemeinsame Souveränität. Ich habe gesagt, Lützeburg kann und soll das Dynamik aktiv mitgestalten. Wir sind als Land vielleicht punkto Bevölkerung am Militär nicht die größten, aber wir können durchaus eine Rolle spielen, wenn wir uns auf die verschiedenen strategischen Nischen spezialisieren. An der europäischen Verteidigungsstrategie geht es nicht nur um Truppen, sondern wie gesagt um Know-how, technologische Kompetenzen und Netzwerke. Und hier haben wir Stärken. Mit der Erhöhung der Verteidigungsausgaben auf 1,2 Milliarden wird hier ein neues Kapitel abgeschlossen. Das ist für Lützeburg eine große Summe, auch wenn es natürlich am europäischen und internationalen Vergleich bescheiden bleibt. Wir müssen dabei sicherstellen, dass Lützeburg auch unter der Retombee Ökonomik von der Haus, von unseren eigenen Verteidigungsausgaben, aber auch von den Verteidigungsausgaben von den anderen europäischen Ländern profitieren kann. Kompetenzbereiche, respektive die strategischen Nischen von Lützeburg, wie sowohl hier am Rapport von der Genderkommission wie auch am Rapport, der rezent von der Chambre de Commerce, Lux for Defense, identifiziert gehen, und würde hier just ein paar nennen. Erstens den Espace. Da haben wir schon Initiativen, GovSat, SES, IRIS. Da spielt Lützeburg eine wichtige Rolle am Bereich von der satellitbasierten Kommunikation und Observation. Diese Technologien sind ja auch nicht nur für militärische Missionen relevant, sondern auch für Zivilsicherheit, Klimaüberwachung und Dateninfrastruktur. Dann ein zweiter Pilier, Cyberdefense. Auch hier haben wir heute in Lützeburg eine ganze Reihe Möglichkeiten, wo wir aktiv dazu beitragen können. Die Entwicklung von einer souveränen Cloud-Architektur mit Akteuren wie LuxConnect, LuxProvide. Drittens, Logistik, Maintenance. Firmen wie Cargolux haben wir zu Lützeburg exzellente Voraussetzungen auch für militärlogistische Hauptfunktionen, Instandsetzung und Transport. Und dann auch die Lichtkompositmaterialien. Lützeburg hat da ganz gute Erfahrungen, hat da viele Kompetenzen, und die sollen mit neuen Technologien kombiniert gehen, für neue Produkte zu entwickeln. Das Wissen kann noch gezielt an der Verteidigungsindustrie angesagt gehen: Panzerung, Drohnen, Mobilfabrikationssysteme. An ihrem Rapport proposieren die Autoren von der Chambre de Commerce auch eine Zentralkoordinationsstelle beim Staat zu schaffen. Wir denken, dass die PISA auf alle Fall geprüft soll gehen. Hier kann ich sich kurzfristig eine mehr Ad-hoc-Struktur vorstellen, mehr mittelfristig muss ich auch evaluieren, ob ich nicht einen nationalen Akteur, eine nationale Agence brauche, für Projekte im Militärbereich zu begleiten, zu finanzieren, und auch den Kontakt mit der Industrie zu institutionalisieren, an der Regierung so wertvolles Wissen und Know-how zur Verfügung zu stellen. Ein anderer Propos von der Industrie ist zu Lützeburg, einen Hub von der Défense aufzubauen. Also ein physischer Platz mit speziellen Sicherheitsaufforderungen von der Industrie, wo können Tester gemacht gehen, aber auch wo die verschiedenen Akteure sich können begegnen, wo sie sich können austauschen, wo Ideen sich können entwickeln. Auch das fand ich eine wichtige Piste, aber wie mein Kollege Laurent Moser das gestern abgeworfen hat, exzellente Kollege, ganz genau, will die Regierung hier fragen, ob es aktuell Überlegungen gibt, für den Freeport, den aktuell zum großen Teil freisteht, nicht zu benutzen, für sehr und unkompliziert so eine Infrastruktur hier zu Lützeburg aufzubauen. Was muss noch geschehen? Lützeburg soll sich idealerweise bis nach das Jahr 2-4 strategische Projekte am Industriebereich raussichern, und das auch klar noch zu kommunizieren, dass wir hier etwas machen wollen. Wir müssen gucken, die gesetzlichen Hürden unter anderem auch das Waffenrecht zu überprüfen, für einen sicheren Kader für die Industrie sicherzustellen. Wir sollten auch die spezifischen Besoin am Recherche- und Innovationsfonds aufbauen. Dann gilt es darum, all die europäischen Programme, die abgelöst gehen, dass man die systematisch können im Privatsektor hier zu Lützeburg auch unzapfen. Wir müssen grundsätzlich bleibt an der Defenseindustrie immer froh, wie können wir Kapazitäten aufbauen,
auf Friedenszeiten sind die Kapazitäten nicht so hoch. Ich muss sich überlegen, wie kann man, wenn am ersten Fall Produktion an die Lut gefahren muss gehen, wie kann man das auch heute zu Lützeburg machen, wie kann man das in Europa machen, wie viel Stocke müssen angelöst gehen, auch das gehört an den Kader von einer Strategie industriell und auch das gehört dazu, wie wir uns da präparieren. Dann gilt es auch ganz wichtig, die Kooperationen am Industriebereich mit anderen Ländern, besonders am Kader vom Benelux, weil wir sind natürlich ein kleines Land und haben mehr Gewicht, wenn die Projekte zusammen mit anderen Ländern entwickelt und auch dann mehr Aufsatzmärkte. Wie das alles klappt, muss die Verbindung zwischen Forschung, Industrie und Politik gestärkt gehen. Universitäten, Forschungszentren, Start-ups müssen mit den administrativen Akteuren aber auch mit der Armee vernetzt gehen. Wir müssen noch besser gehen. Für die Basisforschung, die heute in Lützeburg exzellent ist, auch auf Produkte umzuwandeln. Ziel ist es, ein ganzes lützeburgisches Defense-Ökosystem zu kreieren. Weil Lützeburg strategisch investiert, an intelligente Prioritäten setzt, da können wir heute zu einem Akteur an dem Bereich gehen. Wir haben den Choix durch. Entweder wir positionieren uns, am investieren oder wir werden auf der Strecke bleiben. Aber wenn ihr wisst, wie weit Kompetenz auch an der Ambition von Akteuren im Terrain sind, an dem Bereich sind, da kann Lützeburg eine Rolle spielen. Und wir müssen sehr koordiniert handeln. Oft geht die Verteidigungsindustrie nicht mehr mit Kosten, mit Risiken, mit geopolitischer Spannung verbunden. Die Geschichte weiß, dass militärische Forschung an verteidigungsrelevanten Investitionen auch immer zu zivilen und technologischen Fortschritten gefördert haben, Spillover-Effekte. Ich denke da einfach nicht mehr auf verschiedene Technologien, vom Internet, über den Radar, über die Computer, über die GPS, alles Technologien, die ihren Ursprung auch an der militärischen Herrschung, an die Haut, Eisliefen am Alldach maßgebend mitbestimmen. Laut internationalen Etuden generieren Defense Research und Defense Investitionen eine hohe wirtschaftliche Rentabilität. Verschiedene Weisen, dass all Euro, den an eine technologische Entwicklung im militärischen Kontext investiert wird, bis zu 8 Euro wirtschaftlichen Output auch am zivilen Sektor entstehen lässt. Diese Dynamik ist auch für Lützeburg relevant. Es gibt konkrete Beispiele. Satelliteninfrastruktur. Für Gott kann auch für zivile Katastrophenschutz und Klimaobservationen genutzt gehen. Der Supercomputer Meluxina, den auch für verteidigungsrelevante Datenanalyse angesagt kann gehen, der kann gleichzeitig Forschung, Medizinfeld, Finanzanalyse. Die Entwicklung von Cybertools für militärische Zwecke kann auch die Resilienz von unseren Banken, Verwaltungen und Infrastrukturen stärken. Dafür soll Verteidigungspolitik nicht nur als Kostenpunkt angesehen gehen, mehr als Investition an Kapazität vom Land für technologisch, wirtschaftlich Resilienz und weiter Wachstumsmöglichkeiten zu generieren. Wir stehen vor einem decisiven Moment am Aufbau von der europäischen Verteidigungsinfrastruktur, aber auch von der lützeburgischen. Die europäische Verteidigungsstrategie ist mehr wie eine militärische Reaktion auf internationale Konflikte. Sie ist ein wirklicher Paradigmenwechsel, die Sicherheit, technologische Fortschritt und wirtschaftliche Zukunft miteinander verbindet. Lützeburg soll hier eine Rolle spielen. Durch die Erhöhung von der Verteidigungsausgaben, die gestern vom Premier angekündigt wurden, gilt es, den Grundstein zu legen. Es gilt es, das Fundament durch konkrete Initiativen auszubauen, durch eine enge Kollaboration zwischen der Regierung mit den Akteuren im Terrain, durch eine gesetzliche Adaptation von den neuen Herausforderungen, und vor allem eine intelligente Allokation von Mitteln und Ressourcen. Lützeburg kann an der europäischen Verteidigungslandschaft einen Platz finden, wenn wir auf eine Stärken aufbauen, als Hub für Raumfahrt, als Hub für Cyber-Cloud-Lösungen, als logistische Knoten, als Labor für innovative Dual-Use-Technologien. Die wirtschaftlichen Spillover-Effekte von militärischen Investitionen können deutlich sein. Mit Zelt spielt gegen Eis. Die Fonds gehen verdeelt. Wenn wir nicht sehr handeln, riskieren wir eine strategische Gelegenheit zu verpassen. Lützeburg muss sich bereit erklären, mir auch bereit machen. Die 5 Felder, die das Politik beschreiben sollen, sind intelligent, integriert, europäisch, innovativ, aber vor allem sicher. Wir können ein kleines Land sein, wir dürfen nicht los sein und müssen nicht mit Kampf machen.